Where is the friend when I need him the most? Climb to the top where I try to get close. Schönen guten Abend am Noart haut Abend hier aus dem Mudam mit meinen 3 Inviten. Für dich mal Direktrice von Mudam, der Bettina Steinbrügge. Guten Abend. Guten Abend. Und dann ist noch der Joel Seiler mit dabei. Guten Abend, Joel. Guten Abend. Und Patricia Baum. Guten Abend. Guten Abend dir. Ja, wir fangen für dich an, natürlich mit der Direktrice von diesem Milieu. Bettina, jetzt ist es genau ein Jahr her, oder fast ein Jahr, dass Sie hier angefangen haben. Wie blicken Sie jetzt auf dieses Jahr zurück? Es ist wirklich fast genau ein Jahr. Also 4 Tage weniger. Anfang April. Anfang April. Das war ein sehr ereignisreiches Jahr. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ich bin schon ewig hier. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, jetzt verstehe ich ein bisschen was nach einem Jahr. Luxemburgisch. Luxemburgisch, Oder ich glaube, bei Kultur, Luxemburgisch bin ich bei ca. 60%, 60-70% im Moment. Sprechen wird noch ein bisschen dauern. Nee, aber man braucht ja so ein Jahr. In dem ersten Jahr schaut man sich um und hört zu. Also man besucht luxemburgische Künstler und Künstlerinnen, man spricht mit dem ganzen Team, man schaut sich die Strukturen an. Und ich hatte ja das Glück, dass Susan Cotter wirklich noch ein sehr gutes Programm hinterlassen hat. Also jetzt werden gerade die letzten Ausstellungen von Suzanne eröffnet. Und so hatte ich auch Zeit, mir alles anzuschauen. Und ich kuratiere wirklich aus dem Ort heraus und aus der Architektur heraus. Und deswegen musste ich erst mal verstehen, wo ich hier überhaupt bin. Was gibt es eigentlich für ein Publikum? Was gibt es für eine Kunstszene? Und das habe ich in den letzten 12 Monaten ausgiebig getan. Ja, weil Ihre Programmation fängt dann erst Ende dieses Jahres an. Also das wissen ja die meisten Leute nicht. Die glauben, ja, kommt eine neue Direktorin und dann macht die sofort ihr Ding. Nein, also das dauert Also wenn ich jetzt ganz strikt bin, die Michelle Mageros Show ist von mir. Im Juni haben wir eine neue Sammlungsaufstellung, Ende Juni, die ist auch von mir. Also so langsam, sukzessive habe ich das System schon unterwandert. Sie haben jetzt Michelle Mageros gesagt, Sie haben Sammlung von Mudam gesagt. Wie sieht denn jetzt Ihre Programmation aus? Ich kuratiere aus dem Ort heraus, also ich schaue mir, was sind eigentlich die Themen hier? Was leben für Menschen hier? Dann verbinde ich das mit globalen Themen. Also wir haben ja auch eine neue Museumsdefinition seit August letzten Jahres, international, wo auch Museen reagiert haben auf eine neue Bevölkerungsstruktur, auf andere Fragestellungen, ob es jetzt auch Nachhaltigkeit ist, ob es Inklusion ist. Und ich schaue mir dann bei diesen Themen an, spiegeln wir das auch im Museum in der Arbeit wider? Wenn wir zum Beispiel Themen zur Ökologie haben, ist die Frage, spiegelt sich das in unserer Arbeit wider? Haben wir zum Beispiel, es fing an mit dem Restaurant. Mir war es wichtig, dass wir ein veganes Restaurant bekommen, weil es nachhaltiger ist auf Dauer. Und es schmeckt auch gut, by the way. Dass wir dann aber auch schauen, wie viel reisen wir, wie transportieren wir, wie benutzen wir recyceltes Material oder nicht, wenn wir uns zum Thema Klimawandel äußern. Das stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor, weil wir leben ja schon in einer Gesellschaft, wo Nachhaltigkeit ja schon wichtig geworden ist, aber wo es in der Praxis wahrscheinlich nicht immer so einfach ist, oder? Es ist extrem schwierig und der Kunstbetrieb ist so einer der nicht nachhaltigsten Betriebe, die wir derzeit haben, aber dann ist es auch umso spannender. Also wie benutzen wir Papier zum Beispiel? Es sind ganz alltägliche Fragen. Können wir bestimmte Arbeiten aus Europa holen, anstatt sie aus Amerika zu holen? Können wir mit recyceltem Material Architekturen aufbauen? Und wir haben schon gute Erfolge in der Energiekosteneinsparung gemacht die letzten 12 Monate. Ja, das gehört ja auch zu den aktuellen Themen, auch Gesellschaftsthemen wie was passiert mit der Kunstszene jetzt nach Inflation, Corona, Klimawandel, es sind ja schon Krieg, das sind ja große Themen, die letzten Jahre hier in Europa und in der Welt passiert sind. Spiegelt das sich jetzt wirklich zurück in der Kunst von den Künstlern, die Sie jetzt begegnen und auch in der Programmation, die Sie hier machen werden? Ja, auf jeden Fall. Also viele Fragestellungen waren schon vor der Pandemie evident.
Ja, ob es jetzt die Fragestellung nach der Nachhaltigkeit und so weiter war. Ich glaube, was die Pandemie gebracht hat, was Covid gebracht hat, ist, dass wir wieder stärker auch auf das Lokale schauen und stärker auf unsere Besucher schauen. Also es ist genauso wichtig, wie sprechen wir die Menschen an, damit sie einen Ort finden, an dem sie sich wohlfühlen. Also wer möchte jetzt nach 2 Jahren in der Isolation, in Luxemburg war es ja ein bisschen besser als in Deutschland, wie möchte man empfangen werden? Was heißt Gastfreundschaft? Wie denken wir, wie sprechen wir die Menschen an? Ich glaube, es gibt mehr Fragestellungen auch in Hinsicht auf Empathie, Emotionalität, willkommen zu sein, willkommen zu heißen. Das Publikum schaut anders darauf, auch wie trifft man Vorkehrungsmaßnahmen, wie baut man eine Atmosphäre auf, in der Menschen sich wohlfühlen, aber sich vielleicht auch sicher fühlen. Wir hatten ja die ganze Zeit auch darüber, wann trägt man wo Maske. Das sind ja alles die ersten Ansätze, um sich besser umeinander zu kümmern. Wir gucken jetzt mit Patricia auf 50 Jahre luxemburgische Kunst zurück. Patti, du warst ja aus einer Expo gucken, an die Galerie Erspieren zu Straßen. Genau. An nur 100 Jahre Lützeburger Kunst, die große Success hat, unser Lohnenke auf 50 Jahre zurückgeguckt. Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Ja, also ich gehe mal direkt schon mal Buch River. Genau, Darstellung aus vom Lack vom Lützeburger Artistencenter zusammen mit dem Kulturminister mat der Gemeng Strossen eben organiséiert gin an geht wegstrms iwwer die last 50 Jahre zu gucken, wer eng Tendenzen do waren, wer eng Kunstrichtungen do waren, wer eng hangebliwe sinn och das sech eng ganz Panoplie këncht, dat sind der 72 am ganzen die ze gesikret mat die 200 Wirker, das schon net schlecht. An du kriegst am Anfang ganz guten Eindruck, was die letzten 50 Jahre heute zu Lützeburg an der Kunst geschieht ist. Ja. Genau. Also muss ich doch ein bisschen vom Kontext hier gucken, wenn ihr zum Beispiel auf die 80er Jahre noch zurückguckt, wo eine ganz andere Situation ist wie heute, also war wie heute. Wann professionell auch Künstler hatten, ja, vielleicht nicht so professionelle Kader, wie sie heute können. Genau, also zu denen noch an der Expo zum Beispiel David Patricia Lippert, Brandy, der Jean-Marie Beaver, die ein bisschen stellvertretend doch für die Generation stehen, die sich müssten noch lange debrouillieren. Also es gab keine professionelle Kader für die Artisten, die waren oft mal nicht krankenversichert oder haben nicht an Pensionskäser bezahlt. Es gab kein Statut d'Artiste, also der Beruf vom Künstler geht nicht, kann ich schon bald so. Die viel noch nie bei mir schaffen, für überhaupt können Kunst auch zu machen. Und das, wenn ihr das natürlich mit Haut vergleicht, also etwas ganz anderes. Da haben wir natürlich ein Statut d'Artiste, es gibt Buchsen, es gibt Residenzen, es gibt finanzielle Unterstützungen, wo ihr einfach den professionellen Kader hat. Und noch die Institutionen, die Infrastruktur. Absolut, weil du hast nur 2007 oder sogar 1995 was wirklich viel passiert. Zuletzt das der wir natürlich nicht vergessen. Ja, das ist Kulturjahr, da ist genau. ganz viel angeblieben, ja. Auch 2007, ich meine, du hast so, war kurz hier drunter der Mut am Abgang an der Casino. Ja. Ich meine, am Kulturjahr 95 ist mal so ein allgemein Bewusstsein wirklich dafür entstanden, dass wir viel mehr brauchen heute zu Lützeburg für die Künstler. Und ja, in 2007 hat sich das mehr verfasst, kann ich so sagen. Das ist auch da aus vieles entstanden. Natürlich 2006 Mahmoudam den abgegangen ist, hat den auch einfach mal ein Musee für internationale zeitgenössische Kunst heute zu Lützeburg. Genau. Du hast gesagt, ja, du wegen dem Hut, und du bist von denen ja. klassischen Künstlern geschaut, die man schon ein bisschen länger in der Lützeburger Kunst sehen können. Du sind auch ganz viele zeitgenössische Künstler dabei. Absolut, also das ist natürlich immer schwierig, da aufzuzählen bei 72. Ja. Wenn ihr aber guckt, schon lange die auch an den letzten Jahren auf der Biennale zu Venedig waren, da sind Marco Godinho dabei, Tina Gillen ist dabei, und dann einfach die noch mehr junge Generation von Sandra Linas, von Nina Thomas, also du, aber auch Bekannte wie Bert Heuss sind dabei, also von der Qualität hier von den Wirken ist natürlich also immer spannend. Und muss ich noch so, die Wirken kommen größtenteils auch als Privatkollektionen. Das sind die Sachen, die ihr dann noch nicht gesehen habt.
Ja, also du war auch pur mal erstaunt oder respektiv, ja, ich war froh, die Entdeckung zu machen, weil ich die noch nicht gesehen hat. Ja. Ja, da fand ich das interessant, das wichtig, so Ausstellungen zu machen. Mir dir du vielleicht ein bisschen mehr der Kader gefallen? Ja. Eben die Genre von Ausstellungen. Ich meine, weil am Allgemeinen sowieso fehlt halt zu Lützeburg ist wirklich eine kunsthistorische Abschaffung, also wirklich zu gucken, dass den das mehr exakt und wissenschaftlich auch abbaut. Das ist für mich ein gut Tentativ, ein gut Initiativ und ich fand auch wichtig, auch von einer Gemeinstraße, die das unterstützt. Allerdings hatte ich mir effektiv einen professionellen Kader für so eine Ausstellung gewünscht, weil den Accrochage ist aber schon ziemlich amateurhaft und ich meine, wenn das so eine museale Kader ging gesehen, hat das noch eine ganz andere Dimension wie die Lode Fall ist. Wie gesagt, die Idee und die Initiative ist gut und sind effektiv Entdeckungen dabei. Also es sind noch Projekte von Michel Majerus dabei, zum Beispiel, die ich noch nicht kannte. Ja, und dann natürlich auch der Katalog, den aber wirklich gut produziert ist. Buch kann ich kaufen noch, genau. Und da geht dann über die Künste, ich bin noch vieles gewohnt. Und auch noch pur, also das zum Beispiel ein Kapitel schon lange just über die Partizipation von Lützeburg auf der Biennale zu Venedig dabei, die ziemlich exakt beschrieben noch ist, wie das sich evoluiert hat in den letzten Jahrzehnten, was ich auch ganz interessant fand. Diese Tentativen da mit hätte gerne die ganze Package, so gesehen. Ja. Merci, Patti. Bettina, viele der Luxemburger Künstler kennen Sie ja jetzt mittlerweile. Also da haben Sie dieses Jahr schon, sagen wir mal, ja, einige kennengelernt, sich ein Bild gemacht von der zeitgenössischen Kunstszene. Können die Luxemburger da dann mithalten mit dem Ausland? Ja, wir haben jetzt von Venedig geredet. Sie kennen ja auch gut das Pavillon, auch schon bevor Sie hier Direktorin waren. Also den luxemburgischen Pavillon verfolge ich ja schon sehr lange. Ganz einfach, da ich auch früh bereits mal Kooperationsprojekte in Luxemburg hatte. Und ich habe jetzt natürlich das große Glück, dass es Mudam auch den nächsten Pavillon bespielt, im nächsten Jahr in Venedig. Also deswegen habe ich auch noch mal stärker versucht, die luxemburgische Kunstszene kennenzulernen. Sie ist so groß, dass ich auch noch nicht durch bin. Ich kenne noch nicht alle Künstler und Künstlerinnen in diesem Land. Ich brauche dann noch ein bisschen Zeit. Habe aber auch, wenn ich jetzt in New York bin, treffe ich auch luxemburgische Künstler. Wenn ich in Berlin bin, auch. Das Interessante ist ja, was ich auf der einen Seite ein bisschen schade finde, dass Luxemburg nicht zumindest eine postgraduale Ausbildung hat, weil das verändert viel für eine Szene. Die meisten müssen ja rausgehen und leben dann in der ganzen Welt verteilt. Also Luxemburg infiltriert in der ganzen Welt. Ja. Und das macht es dann, man braucht ein bisschen länger, um einen Überblick zu bekommen. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, was mich interessiert, sind auch dann die benachbarten Disziplinen. Also welche Künstler arbeiten hier auch mit Musikern zusammen? Was macht Theater? Also ich versuche gerade ein größeres Bild zu bekommen, um quasi so diese Kreativität Luxemburgs noch mal anders zu verstehen. Und versuche auch zu verstehen, wie man daraus auch noch mal erweiterte Projekte kreieren kann. Das ist so mein Interesse gerade. Und ich finde die luxemburgische Kunstszene wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin zutiefst beeindruckt, wie man innerhalb kürzester Zeit so wahnsinnig viel aufbauen kann. Also Luxemburg war schon zweimal Kulturhauptstadt Europas. Es hat die Manifesta gehabt. Und die Manifesta ist heute noch in aller Munde. Es baut immer weiter auch Kunstinstitutionen auf, wie die Kunsthalle. Das ist doch großartig. Und es gibt eine wahnsinnige Dynamik und die steckt natürlich auch die Künstler und die Künstlerinnen an. Vielen Dank, Bettina. Nachher reden wir dann noch über die kommenden Ausstellungen wie Michel Majerus. Und dann schätzen wir nochmal Joël Seiler über eine Ausstellung am Centre Pompidou, weil du warst für uns natürlich schon mal ganz Ausland. Ja. Vielen Dank, merci. Bis direkt nach einer kleinen Pause. E schöne Kuckfrau davon sie. E Kuckfrau was? RTL an de Jeanli bring den Lo fir Osterdag. Wat möchte nee so ganz lang am Busch? Liest du eher? Nee. Da warst du also nicht der Pap. Datei als echt Kuckfrau Papa. Ich muss so, es sind doch schon richtig froh. E schöne Kuckfrau da, Fox. E schöne Kuckfrau da. Ist alle gut. Auf Jeanli.com. Total Energies präsentiert Rebound. De Basketmagasin op der Tele.
Matcher, Resultater an Highlights vom Basketweekend zu Lützeburg. Basket total mat der Luxemburg Basketball League am Rebound. Es underchten Novent nom Journal Heierbert RTL. Immer am No 8 nach immer Matt Bettina Steinbrücker, der Direktrice vum Mudam de Joel an Party sind onder immer Mat dabei. Wir gehen direkt rüber bei den Joel, weil de Joel war für bis op Matz net ganz weit mit trotzdem Centre Pompidou. Vergiss den aber Heinz, dat so nur. Vergiss den Heinz, dann du bei aset awer von den wichtigsten Museen aus Frankreich, also Succursale vom Centre Pompidou zu Paris. An sie hun am Moment ein ganz flott Ausstellung, die lorecht am Februar abgegangen ist, die heißt La Répétition. La Repetition tapt Werk aus der Ausstellung als ein Bild, was dem Demoiselle d'Avignon no empfand ass, obwohl es ganz ernst ist, mit sie noch 7 Frauen, das eng op der Gitarre, das eng mat eng Gesangsbuch. Und du hast dann froh abkommen an Bild hecht la Repetition, aber wenn du dann am Wortspiel guckst, la Repetition, eng Proven, üben, trifft das Wort auch op Künstler zo, die Molen, die Skulpturen machen, die an der Videokunst sind, da kennt den Talk für dich mal so nee. Aber wenn ich dann aber guckt, dann ist es aber so. Und sie haben vor Repetition durchdekliniert an 13 andere Wörter. Wörter, die dazu passen. Die dazu passen, wie zum Beispiel Redoublement, Kopiere carrément, Vervielfältigen. Und zu all Wort gibt es dann auch ein paar Künstler, die dann do ausgestellt sind, wo ihn dann am Anfang der rümpfen, was das Wort dann aussieht. Und du, also da bist wie zu Straßen, das bisschen quästische Gar von der Kunstgeschichte, das von bis, also der delste Weg aus dem 1. Jahrhundert, der das auch direkt nervt, habt ihr gesagt, weil du sind 3 Gottheiten drauf zu gesehen, 3 Götter, die dann auch 3-mal, also 3 Stück und dann die anderen sind 7. Du kannst ihn dann eine Relation gesehen. Ganz wichtig, den an der Dinge noch dabei ist, den hört ja Vervielfältigung von Kunst quasi zu einer Kunst, du sicher hoffen, das nennt die Warhol. Pop Art, voilà, den hast auch vertreten, den Man Ray hast vertreten, Picasso natürlich, den Matisse ist auch dabei. Also das viel groß nehmen, und noch ein bisschen Männer bekannte nehmen, mit sind das wirklich viel zu gucken. Ist die Expo dir gut gefallen? Die hat mir ganz gut gefallen. Sollen sich ein bisschen Zeit dafür holen, weil das aber trotzdem strapp zu lesen, aber wenn ihr dann nicht unbedingt immer direkt der Hand hat, könnt das aber immer auch in Do den engem Sachen erklärt, wann den einst du nicht ins geht. Das fand ich ganz flott bei ihnen, dass immer irgendwo gibt. Wie wusste, wenn du froh bist, kannst du den immer freuen, ja. Dann haben sie aber noch eine Expo, die der besser gefallen hat, mit die aus aber ganz geschön Leute River. Das ist die Leute, die dann interessiert, die sollen ganz sehr gut. Also an moderne Museen gibt es oft Science-Fiction-Expoen. Mit der Teil ist wirklich exzeptionell. Bettina, ich weiß, Sie werden sie auch gucken. Nein, die war gut, aber auch La Repetition, weil ich war überrascht, was alles zu Repetition zählt. Also ich habe da viele neue Pisten für mich aufgemacht. Ja, stimmt, absolut, ja. Science Fiction, ja, sehr spektakulär. Also es sind dadurch schon so nicht so en Detail geguckt wie die anderen, weil ich stehe auf die Sendung sollte man mit die wirklich der Wert. Also du gesagt dir noch Sachen, sie haben Mauern abgebracht, die Futti sind, wo in da ganz einer Achse kriegt, wie zu gucken. Und gesagt, in der Bimola Reim ran, wo am Anfang gemerkt wird, du wärst da, nee, du sind nicht gewesen. Und dann, das ist wirklich ein ganz, ganz spektakulär, erste Stack an, auch dritte Stack. Da vielleicht ein kurz herausblickend, könnten wir schon noch ganz spannend, also für allem über den Personage, die vielleicht Leute Männer bekannt ist. Ja, mir persönlich war gar nicht bekannt, das als Suzanne Valadon, die war Modell unter anderem für den Matisse und auch für den Toulouse-Lautrec. Und du hat sie selber angefangen mit Malen und sie hat dann wie die 2 Herren auch viel Mühe gemalt. Aber sie hat das Spiel so rumgedreht. Sie hat nicht nur plakisch Frauen gemalt, mir auch plakisch Männer. Und das war für die Zeit eine Revolution. Okay. Und die Expo geht wenn ihr? Die Expo geht den 15. April aus. Ah ja, das ist dann noch ganz geschwind. Das ist ja ganz geschwind. Und da kann ich am Anfang die 3 an einem Kuh schwellen von den Enkeren. Ja, und das ist Ausflug auf Metz möchte und das ist wirklich nicht weit. Nee. Merci, Joel.
wir haben jetzt von der Programmation im Pompidou geredet, also vielleicht noch was zur Programmation hier im Mudam, weil jetzt gehen ja auch einige neue Ausstellungen auf. Michael Majeros, bekannter, großer luxemburgischer Name, Künstler, ich glaube, jeder kennt ihn mittlerweile. Also Michel Majeros habe ich jetzt noch mal hier geholt. 2006 gab es ja eine große Retrospektive. Und das, was wir jetzt zeigen, ist keine Retrospektive, sondern wir machen so ein bisschen eine Arbeitsausstellung. Wir zeigen seine Referenzen, wir zeigen seine Bibliothek, wir zeigen seine Notizbücher, wir zeigen, was er sich an Videos und Filmen angeschaut haben. Und Ausgangspunkt ist die Sinnmaschine, eine Arbeit, die wir dank unseres Cercle de Collectionneur auch für die Sammlung des Mudam erwerben konnten. Eine Installation, die sich fragt, was macht eigentlich Sinn oder wo kommt Sinn her? Und dann gehen wir rein in dieses Universum Michel Majeros und versuchen zu verstehen, wo hat er eigentlich gelebt? Er hat auch in den 90er Jahren, 2000er, was ist da eigentlich passiert? Wir hatten zum Beispiel Musikfernsehen, Viva und MTV, gibt's heute nicht mehr. Er hat in die Kunstgeschichte reingeschaut. Er hat sich die deutsche Malerei der 80er Jahre angeschaut. Er hat aber auch diese Bücher in der Bibliothek gehabt wie Marshall McLuhan und die frühen Bewegungen von New Media, die ersten Computer, wie arbeitet man eigentlich mit Photoshop? Und wenn wir uns das anschauen, verstehen wir diesen Künstler Michel Majeros einfach viel besser. Und das versuchen wir in der Grand Hall zu zeigen. Dann haben wir ein anderes Projekt, Peter Halley, und das ist interessant, die passen nämlich zusammen. Bei Peter Halley zeigen wir die Arbeiten aus den 80er Jahren. Was waren eigentlich die 80er Jahre? Es war der Beginn der Informationsgesellschaft. Peter Halley setzt sich damit auseinander, den hat früh digitale Ströme interessiert. Wie sehen Netzwerke aus? Wie kommunizieren Menschen? Auf welchen Strukturen sind Gefängnisse oder andere soziale Dinge aufgebaut? Es war auch die Zeit von Foucault. Und deswegen machen wir auch ein Programm, wo wir beide Ausstellungen zusammenbringen, um den Menschen auch zu erklären, was ist in dieser Zeit eigentlich passiert und was hat das mit uns heute zu tun. Und dann eröffnen wir noch ein drittes Projekt. Wir sehen das hier im Hintergrund, Tourmaline. Tourmaline ist eine Queer-Aktivistin aus New York. Wir arbeiten da ja mit der Baloise zusammen und den Prix Baloise. Sie hat den letzten gewonnen. Wir zeigen ein Video, wir zeigen Fotografien von ihr und gehen in eine neue Lebenswelt hinein. Also auch die Frage nach Queer, nach Identität, arbeiten da auch mit Institutionen zusammen und versuchen jetzt so ganz verschiedene Aspekte mit den drei Ausstellungen aufzuzeigen, die sehr viel auch mit unserer Lebensrealität zu tun haben, die aber auch ganz unterschiedliche Formate zeigen. Wir haben Malerei, wir haben Video, wir haben ganz viele Medien. Und das ist etwas, was ich fürs Mudam auch wichtig finde, dass das Mudam spiegelt, was in der Gesellschaft passiert, was Künstler und Künstlerinnen derzeit eigentlich machen. Und dann noch die Mudam-Sammlung, die ist ja dann auch sehr wichtig, diese Ausstellung. Genau. Da wird die neu kuratiert dann. Ja, wir haben 2 Personen von außerhalb eingeladen. Eine schweiz-iranische Künstlerin, Sherana Shabasi, und ein Tirdat, kommt auch ursprünglich aus dem Iran, lebt in Berlin, ist ein Autor, schreibt Romane, ist aber auch Kurator. Und es war interessant drauf zu schauen, was macht so ein Double jetzt eigentlich mit so einer Sammlung. Und sie sind ganz strikt nach Algorithmen und Entscheidungen vorgegangen. Das wird man dann bei dieser Sammlungsausstellung sehen. Und wir werden dann ein Programm haben, wo wir sehr viel über die Sammlung sprechen, wo wir die Sammlung auch umhängen werden. Und wo wir versuchen, einen anderen Blick auf diese Sammlung zu haben, weil ich möchte sie auch stärken. Ich möchte auch, dass Sammlungsarbeiten stärker in anderen Gruppenausstellungen drin sind. Ich möchte von der Sammlung ausgehen und aus der Sammlung heraus dieses Museum auch denken. Das heißt, die Sammlung, die wird konstant vergrößert. Also die wird, ja. Und was kaufen Sie dann? Internationale Kunst, luxemburgische Kunst, wie geht man da vor? Also nein, man hat immer verschiedene Pisten. Und wir sind ein Referenzmuseum für unsere Zeit. Wir möchten ein Referenzmuseum für luxemburgische Kunst zeigen. Also wir kaufen immer das an, was wir gerade am relevantesten auch in der luxemburgischen Kunst finden, was gerade entstanden ist. Und das ist wichtig.
Wir sind aber auch ein Museum in einem doch sehr international agierenden Land. Und dann ist die Frage, hat diese Sammlung sich entwickelt? Sie hat sehr viele Fragestellungen zur Moderne, wo ich auch sehe, die Moderne ist unsere Antike, sie ist die Grundlage, auf der wir heute Kultur betreiben. Das führen wir weiter. Wir haben sehr viel Fotografie. Dann schauen wir, was ist wichtig auch an digitalen Fragestellungen, sodass man in diesem Museum unsere Gesellschaft abbilden kann. Und mit der Sammlung, glaube ich, wir haben die Aufgabe, dass wir mit der Sammlung unsere Gesellschaft und die Fragestellungen unserer Gesellschaft abbilden. Und da versuchen wir wirklich die wichtigsten Arbeiten zusammenzusuchen, damit auch in 100 Jahren noch über unsere Zeit gesprochen werden kann. Und jetzt Ihre erste große eigene Programmation ist dann ab Januar? Oder wann kann man Ja, wir fangen jetzt so langsam, wir gehen so langsam rein. Ja, das geht dann so. Ne, das ist so also eine Übergangszeit, wo dann bestimmte Dinge schon passieren. Und wir fangen im Herbst mit einem Projekt an, das dann im Jahr darauf in eine größere Ausstellung mündet. Und diese Ausstellung stellt wirklich auch die Fragen nach diesem Museum. Wo kommt es eigentlich her? Ich möchte mit der Architektur ein wenig anders arbeiten. Es werden ganz viele Sammlungsarbeiten dabei sein. Und wir haben Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die genau auch mit dieser Sammlung arbeiten und die das weiterentwickeln und die an den Fragestellungen arbeiten, die heute für eine größere Bevölkerung wichtig sind. Und wie wichtig war es fürs Museum jetzt auch ein bisschen Ruhe zu finden? Es war ja viel Wechsel in der Direktion. Wie wichtig ist das oder ist das gut, dass es so oft Wechsel gibt in einem zeitgenössischen Museum? Oder sagen Sie, es wäre jetzt mal gut, wenn eine Zeit lang ein bisschen Ruhe da reinkäme? Also ich glaube, ich komme in eine für das Museum die ruhigste Zeit, die das Museum jemals hatte. Dafür muss ich sagen, bin ich enorm dankbar. Ja. Und ich habe wahnsinnig viel Unterstützung bekommen im letzten Jahr, um in Ruhe auch über dieses Museum nachzudenken. Also Wechsel ist gut, Konstanz ist aber auch gut. Also ich habe jetzt nicht vor, in einem Jahr zu gehen. Mal gucken, wie den Luxemburgern meine Programmation gefällt. Danach wird sich das dann entscheiden. Aber also es gibt andere Institutionen, sind ein Sprint und ich glaube, ein Museum ist ein Langstreckenlauf. Und man braucht einfach eine gewisse Zeit, um ein Programm zu entwickeln, um Museumsstrukturen zu entwickeln und in Ruhe mit allen Partnern, die man hat aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Weil hier ist es auch der Fall, das ist ja nicht nur Programmierung, aber wie macht man das Außen vom Museum interessanter, dass Menschen auch die Außenfläche benutzen möchten. Ja, brauchen wir einen Spielplatz oder wie sieht die Außengastronomie aus, damit Menschen sich hier auch aufhalten können? Also die Passerelle ist ja ein Weg dafür, die dann auch irgendwann eingeweiht wird. Und wie machen wir das Museum auch zu einem Aufenthaltsort, dass Menschen sich hier treffen möchten, dass sie sich hier austauschen möchten, dass sie hier einen Ort finden, an dem sie relativ in einer sehr polarisierten Gesellschaft, in dem sie sich geschützt austauschen können. Und dafür braucht man Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Monate und Jahre und die kommenden Programmationen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Bettina. Merci Joël, merci Patti. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann, eine ganz schöne Woche. Halt die schon, heiß Sise, die neue Heimguhe von What the Fanta. Und heuer ist einzigartig Moderatrice Gloria, eine starke Equipe von Geschmacksdetektiven, die das Geheimnis wollen lesen. Etwas mit Früchten. Etwas Wunderbares. Das. Oh, wie man ich etwas für? Keine Ahnung. Aktivier der Sinne und macht Matt beim knackten Geheime Gu. 10 Jahre lang haben sie die bekannteste Bühne nur Europa gerockt. Kurz vor ihrem internationalen Durchbruch hat sich die Lützeburger Band Eternal Tango aber abgelöst. Madi Lutschen hat sich mit früheren Bandmembrinnen erhalten und das Gewurgin, wie alles angefangen hat. Das war so genau so 4 MySpace-Hype.
me checken eng CD mat puer Posteren a Stickeren verschickt. Wég mat der Post mé net bei Dir aus der Stufe aus ze summe gemach Moies. An da sinn ech van Retoure kom. Ja heim, me kënnen dech an 6 Mint buchen oder 4 Mint buchen fir Konzer. Mënschen a Geschichten, e neie Porträt, e Sonden um 7, hai op RTL.